So ist es, Freunde. Willkommen zurück zu Fire Emblem Engage. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wieso ab Folge 32 plötzlich wieder vom Titelscreen aus. Das liegt daran, man sieht es rechts unten, wir spielen mittlerweile Version 1.2.0. Ja, denn jetzt, wo ich hier aufnehme, ist kurz nach dem, also ist eigentlich am 9. Februar, sprich ist kurz nach dem Nintendo Direct. Und da ich hier den Erwartungspass gekauft habe, gab es eben, also wurde ein Direct angekündigt, hey, es gibt übrigens gleich nach dem Direct diesen, jenes, Neues und ja, das sind wir jetzt hier. Natürlich jetzt, sag jetzt mal, Let's Play-technisch ein bisschen doof, weil ich hier weit im Voraus aufnehme und so, dann seht ihr natürlich erst relativ, also, das heißt relativ spät, aber halt ein bisschen später. Trotzdem, fassen wir mal kurz zusammen, was passiert ist. Die Embleme Hector, Soren und Camilla wurden hinzugefügt. Soren kenne ich gar nicht. War das der aus Heroes oder so? Ich muss zugeben, ich interessiere mich relativ wenig für Mobile Games aus dem Haus Nintendo. Sie schließen sich dir und deiner Gruppe an, wenn du ihre jeweiligen göttlichen Kapitel erfolgreich beendest. Ich frage mich, warum Hector und Camilla. Also meine Xiongut sind coole Charaktere, keine Frage, aber bei Hector, warum nicht auch Eliwood? Kommt vielleicht nächstes Mal. Und bei Camilla, warum nur sie? Ich meine, ich kenne zwei andere, die es aus Fire Emblem Fates eher verdient hätten. Oder, was heißt eher verdient hätten? Die man vielleicht eher oder zuerst nehmen soll, bevor man Camilla nimmt. Na egal. Erwartungspass Bonus 2 ist natürlich schön, weil letzte Folge haben wir gerade das Kapitel mit Tiki abgeschlossen, haben noch die Silberkanzel gefunden. So, während den Erwartungspass gekauft hast, erhältst du Materialien, Wappen und Fähigkeiten. In der Boutique gibt es neue Accessoires, die sind eher weniger. Gratis-Inhalte. Im Sommer gibt es nun einen Orden, den du und deine Verbündeten in der Freizeit Erholung findet. Oh, Erholung. Nutze sie, um die Unterstützungspunkte zwischen Verbündeten zu erhöhen. Ah ja. Und dann, nein, nicht der E-Shop. Nein, raus. Aus hier. Schon besser. Fortsetzen. Ja, komm. Genau, also hier sind wir stehen geblieben. Puh. Wir waren, glaube ich, direkt im Anschluss am Kapitel. Also sprich, wir sind noch auf dem Kampffeld, würden noch ein paar Items einsammeln, nachher zurück nach Somniel. Die Items kriege ich jetzt gar keine. Vielleicht kriegt man die nur, wenn man irgendwie eben gerade in Somniel ist. Das könnte sein. So. An die ganzen Tiere mitnehmen. Oh, und nicht, falls man es aufzieht. Ja, ich muss vielleicht die Orte noch ein bisschen mehr spenden. Wobei, ich kann den göttlichen Kapitel spenden. Ernsthaft jetzt? Und vor allem, wie kriege ich denn die Tiere künftig? Kann ich Kapitel auf normal... ich muss das Kapitel normal machen, wa? Schaubar mal 6, okay. Sage ja nicht nein für gewisse Upgrades. Fragmente des Bandes. Bin ich auch nicht abgeneigt. Ich habe mir offscreen noch ein paar Tipps geholt bezüglich den Emblemen. Wir haben letzte Folge ein bisschen so vorkam, wegen, wem gebe ich welches Emblem und so. Also welches Emblem wäre worauf gut und ja. Und natürlich auch welche Fähigkeiten, wa? Sag jetzt mal. Ich glaube, ich sollte vor allem mehr danach gehen, zum gucken, hey, welcher Charakter hat... Klar, Weisung kann ich natürlich aufnehmen, die kenne ich ja. Welches Emblem würde uns welche Fertigkeiten geben? So. Das zwei Tiere kann ich nicht mitnehmen. Okay, jetzt haben wir hier noch Tiki. Ich wollte trotzdem mal sagen, dass ich zuerst mal Tiki einfach mir zuweise. Aber nur zum Testen, wie es aussieht, als Drache so zu kämpfen. Kann man nachher eben noch anpassen, ne? Gar kein Thema. Geh erstmal zur Weltkarte, weil ich will mal gucken, wie es mit den göttlichen Dingen aussieht. Kapiteln. Göttliche Kapitel vor allem. DLC-Kapitel wohl eher, wa? Hä? Das sind so viele? Why? Erinnerungen. Dann kannst du die Schlacht in alles Erinnerungen bestreiten. Also. Wen kommen wir aus Verbündeten? Weder fahren noch Items zurückgesetzt. Hä?
Okay. Das hier wäre das Kapitel. Natürlich steht da nichts. Setzt die Story fort. Wieso? Hat da keinen Anhaltspunkt, worum es geht? Magma-Höhle. Gerade überlegt, ob ich irgendwie draufkomme, von wem der Ring sein könnte. Höhle des Berserker. Das könnte Hector sein. Keine Ahnung. Ah, die göttlichen Kapitel, ey, alter Schwede. Untergrundpassage. Also wenn ich mich richtig an Fates erinnere, könnte theoretisch Camilla hier sein. Aber nur theoretisch. Und abgesehen davon, Freunde, die machen wir schon noch, keine Sorge, aber gerne erst später. Weil mir geht es vor allem ein bisschen darum, wenn wir nachher so viele Emblemringe haben und sie nachher allen geben kann, dann haben wir das Gefühl, dass das Spiel dann langsam ein bisschen zu einfach wird für uns. Und ich will dann eher normal mit der Story weitermachen, zum Gucken. Viadukt, was? Silberner Verzerrter. Da gibt natürlich Materialien und so, hast du nicht gesehen? Ja, das ist mir eigentlich klar, dankeschön. Ihr geht trotzdem mal zurück nach Somnien. Wir müssen einiges machen, Freunde. Die Frage ist, machen wir jetzt die nervigen paar Stellen? Bin noch unsicher. Also sprich Gespräche. Mach erstmal noch ein bisschen Training, die anderen Dinger mit den Ringen und so. Fragen über Fragen. Ich muss mal gerade mal eine Checkliste machen. So, Novizenbuch, Adeptenbuch, Expertenbuch, Silberschwert, Silberland, Silberachs. Ach du Scheiße, Silberbarren, Bandfragmente, Kohle. Staffeltickets, die schon wieder. Bankgespräche verfügbar. Ja, die sind cool. Bankgespräche mache ich gerne, weil die gehen schnell. Hey. Inventar. Nein, Moment. Das ist einfach. Die sind mühsam. Wobei, die Anzahl geht noch. Das sind 1, 2, 3 haben wir, ja? Nee. Vier. 1, 2, 3. Da sind die schon drin. Bis auf das mit Zitrin. Ja, 4 müssen es sein, wa? 4 Gespräche. Also 5 Personen. Okay, das kriegen wir noch hin. Bande ansehen. Was? So viele Bande haben wir hier? Krass. Okay, mit Edelgard. 私に本当に合う武器は何なのか悩ましいです。ディミトリはどうして槍を選んだんでしょうか。我がブレーダット家に伝わる英雄の遺産が槍だったからというのが大きい理由かな。Ich sage ja, schöne kurze Gespräche. Bandeffekte Aritbar. Lanz von Emblem Dimitri. Okay, Sigurd. Ja, Sigurd soll sowieso mega OP sein. 君は多くの者から慕われているのだな。その優しさを私も見習わねばと思う。僕はただ人の世話が好きなだけですよ。人と人との触れ合いを見ているのが幸せなんです。OP aus dem Grund. Nicht nur, weil er natürlich auch weit marschieren kann und so, sondern auch wegen... Hat er jetzt nicht irgendwie die Fähigkeit mit 7 hier überhaupt? Die Bandeffekte. Prinzessin des Heiligen Ritters. Kanter natürlich. Aktion 2 wieder weit bewegen, ne? Und das Erben kann schon cool. Galopp, verleiht Bewegung plus 5. Ey. Überreiten. Kriegerlanze auf Stufe 10, wilder Ritten. Welt des Waisenlords. Jetzt ist Schaden minus 3, das auch noch, ey. Puh. Meister Axt. Die Axtfertigkeit selber Vorteil. Ist eigentlich, sage ich jetzt mal, auch cool, aber eben geht dann immer bei einem gewissen KP und so, deswegen finde ich eigentlich das Reiten von oder Galopp selber schon cool.
Und Kanter eigentlich auch. Also Kanter und Galopp sind so Fähigkeiten, wo man sich denkt, alter Schwede. Und Treffer plus 10 können vor allem auch unsere Axtkämpfer so gut gebrauchen. Die sonst nicht so gut treffen. Angriff plus 6 für ein Schwert. Die Fähigkeit von Roy sind ja etwas, was eigentlich Michael auch lernen müsste. Die Welt des Heldenkönigs. Ja, ja. Wobei ganz ehrlich, die Dinger. Man die erben kann. Was auch erben kann. Alter, die viel. Lebenskugel plus plus. Ein bisschen übel, war. Oh, die geht bis Level 20 hoch. Krass. Wobei hier auch. Also Level 20 im Sinne von. Da gehen die gehen echt bis Level 20 hoch. Krass. Ich war gerade kurz verwundert. Verbündete. Nein, komm, machen nochmal Bande. Alfred und Marv. 君の指輪は覚えているよ。眠る神竜様がしていたからね。共に戦えて光栄だ。その力頼りにさせてもらうよ。僕も君と共に戦えることを嬉しく思うよ。これからも一緒に頑張って世界に平和をもたらそう。Sowieso, sowieso. Frieden, ganz cool. Ich bin sehr für Frieden. Mikaya und Yunaka. ユナカ、何か用？そんな風に隠れて見られているとちょっと怖いのだけど。これは申し訳ない。研究のために観察しておりました。それにしてもミカヤ氏は可憐ですな。So ist das nun mal. Diamant und Roy. ロイ、我が国に託されし指輪の紋章師。その力、頼りにしているぞ。任せてくれ。ずっと君の力になりたかった。平和のために共に力を尽くそう。ディアマンド。Starke Worte. So, den Rest haben wir soweit. Dann würde ich mal sagen, Lagerhaus. Wir haben hier eben die Silberkarte. Einfache Angel. Wir siegen uns auch erst eins. Wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? Oder mal, wenn wir ins Lager gucken. Was? Ein gutes grundlegende Fähigkeit vermittelt verleiht 100 FP. Gebt dem Buch, Expertenbuch. Leck mich am Arsch, ey. 1000 FP. Ja, damit könnte ich Michael eben die ganzen FP einfach geben und einfach sagen, okay, cool, lernen mal alle Ringe und so und gibt ja alle Statusboosts. Wäre natürlich übel, aber irgendwie auch cool. Auf eine schräge Art und Weise. Ob ich schon mal alles irgendwie optimieren soll. Alle optimieren geht gar nicht. Mir darum nur kurz zu gucken, was die eigentlich alles hätten und nutzen könnten. Lustig, dass Selin Feuer, Flut, Wind kriegt. Im Stahlschwert vor allem, krass. Pugativ und Fortschritt hat es jetzt auch nicht gekriegt. Ich bleibt irgendwie bei 3 Waffen. Fortschritt, dritter Tod, Meisteraxt. Ja, ja, aber... weil er auch heilen können, ist es kein Grund, dass er kein Heilmittel bekommt. Ich meine, klar, sich selber heilen und so, aber trotzdem sind zum Beispiel nur im Fortschritt drin. Denkt man doch auch so, hä? Okay. Das ist zwar nett, aber das war es eigentlich auch schon. Man sieht den Fortschritt ja auch schon.
Doch eher irgendwie so einen Pflegestab noch kriegen. Oder behaupte ich jetzt mal. Nö. Das Spiel will das nicht. Das Spiel weiß doch eh besser. Tausch. Wir sollen mal gucken, was wir ganzen Meistersiegel und so machen, nicht wahr? Also den ganzen bis jetzt erst 1, aber das kannst du noch ändern. 2 Bogenschützen. Dabei muss man mal gucken, ne, wer da auch der krassere drauf ist und so. Aber trotzdem sollte schon Level 10 sind, das beide mal entwickeln und mal gucken. Auch vom Wachstumsding her. Stimmt, er hat den Stab B. Er kann den Teleporter nutzen, krass. Und sie mit der Silberachs, natürlich. Gut, wir haben natürlich jetzt nicht mehr so viele Items hier. Rettungsstab, die haben ja auch B drauf, Rang B. Da müssen wir tatsächlich mal gucken. Warte mal. Eben ich habe momentan noch nichts gelernt, also beziehungsweise geerbt bekommen, muss ich alles immer manuell machen. Embleme, das haben wir schon mal diskutiert, soll ich ihm mal Tiki geben? Sind sie meine Stärke und so weiter, dafür kriege ich mehr Verteidigung, Glück und mehr KP vor allem. Es geht auch mal darum, dass ich irgendwie das mal teste, wie es ist mit der Verwandlung zum Drachen und so. Okay. Wäre alles eine Option. Ich guck mal, wie sieht es denn hier überall so aus? Gehöft. Mit Live. Mit Leaf, Entschuldigung. Leaf is Leaf. Na. Leaf is Leaf. Na, Leaf? Da das mit Lumera zu erfahren. Oh Mann. Trotzdem, ich frage mich immer noch, wie die ganzen Ringe, also die ganzen Embleme, die ganzen Charaktere über diese Welt kommen. Ob sie halt in ihrer Welt alle schon verstorben sind oder warum die alle hier sind. So. Eben, mach mal hier, weil wir haben ja gesehen, ne, ist ja cool, dass ja eigentlich überall die ganzen Eisen- und Stahlbahnen so rumliegen. Das gefällt mir eigentlich. Grotte. Sommi, dein Herrchen ist da. Ein paar Fragmente, können nicht schaden. Jo. Oder dackelt mir gerade hinterher, sehe ich gerade. Ich mal Nüsse. Der mag doch Nüsse, wa? Nö, aber der Balken steigt trotzdem. Ja, wir müssen halt regelmäßig machen, weil sonst sinkt der Balken wieder. So. Trainingsplatz. Ja, natürlich noch jetzt ein Gespräch mit Corinne. Kann ich ja auch später mal noch nachholen. Weil dann noch 2 Gespräche sind, wa? Die ich selber hier noch offen habe, komm. Mach das mal noch, zumindest gerade 1 hier, sie ist da unten. Was? Freizeit verbringen lassen. Ja, noch Raum verbringen, Unterstützungspunkte, Okay. Ja, das kennen wir eigentlich aus Free Houses. Also sowas ähnliches zumindest. Sehe ich denn hier auch die Empfehlung? Also wenn ich zum Beispiel sage Louis.
Man könnte ja theoretisch einfach sagen, okay, Louis soll es mit jemandem machen, mit dem noch keinen Rang C hat. Mit Alfred, noch keinen Rang C mit Alfred, krass. Okay, wenn Louis hier bereits drin ist, gucken wir mal hier. Obstgarten mit Celine. Wem könnte sie mit Junaka? Machen wir sie drin, komm. Ups. Schwimmbad. Warum muss ich jetzt wohl kaum sagen, wa? Aber mal Spaß haben mit Etienne. Weil weil Etienne eigentlich Chloe abschießen könnte. So. 13 Ergebnissen. Hä? Und jetzt? Ja, gut. Warum nicht? Was kann man machen? Bereits verwendet, bestätigen. Der Obstgarten. Ich finde es gar nicht wild, das einfach so zu machen, weil ich finde, es passt noch. Auch von der Länge her, wir sind nicht übertrieben. Sehr gut. Genau, eigentlich wollte ich zu ihr, bevor ich hier unterbrochen wurde. Hallo Somi. Was ist denn jetzt eigentlich schon wieder? Ah, die Ruhmeshalle, okay. Ganz vergessen. この間の戦闘では助けてくださりありがとうございました。つきましては何かお礼をさせていただきたいのですけれど。お礼ですか？いえ、私は当然のことをしただけですから。もう神竜様ったら謙虚でいらっしゃるのですね。あ、そういえばちょうどいいものがありました。王族の知り合いが立派な無人島を破格のお値段で譲ってくださるそうです。それなどいかがですか？もちろん支払いは私が。さすがにそれは物足りませんでしたかしら。では古代から伝わる宝飾品などもありますわ。いえ、そんな高価なものはいただけません。では何でしたら受け取っていただけますか？難しい質問ですね。あえて言うのならお金で買えないようなものでしょうか。お金では買えない？島や宝飾品ではなく裕福さとは無縁のもの。それならば受け取る側の気持ちも少し楽になるのかなと。なるほど。少し考えてみますね。それではごきげんよう、神竜様。 Kennt man hier wohl weniger, wa? So, Rang 10. Zumindest einmal heute noch gemacht. Dann guck ich mal, wir wollten irgendwo noch hin, genau dahin. Ins Café. Auch nur mal mit denen zu quatschen. Es müsste ja ein paar Seiten im Buch geben. Oh. Nein, Moment, Entschuldigung. Oder auch nicht. Sind die oben? Da wird man sie loben. Nee, wo sind die? Ah, vor der Tür. Die Terrasse vielleicht? Hä, war noch gar nicht hier. Ah. So gepennt habe ich einfach, wa? Vor zu sein. Von Schloss Brody vor zu sein. Also, aber großartig das Schloss besichtigen konnte. Eingesperrt im Ring. Mein Zimmer. Sehen immer dasselbe dort. Wir haben eine Silberkarte, das heißt, wir müssen in der Arena und. Arena. In den Dingern, in den Shops so weniger Geld ausgeben. Oh! Hat man entsorgt, super. Das wollte er eigentlich jetzt nicht.
Josh, Ixe da, sei so. お喜びいただけそうです。どなたを思って作られたのです？おいしい。盛り付けも好きだわ。Mhm. Finde ich eben auch. Dankeschön. Wanders Ration, so. Der gute alte Wander. Boutique neue Waffe, Ding, haben wir gerade gesehen. Soll bitte Louis mitnehmen. Optimieren, Wanders Ration, so. Also ich glaube generell wird es bei Michael eh nicht schauen, wenn er irgendwie einen anderen Ring nimmt oder irgendwie mehr KP hat und so. Der relativ wenig hat. Diamant gefällt mir, liegt aber auch an Roy. Alter, mein, der Ring von Roy ist ja übel, ey. Plus 7 KP, plus 2 Stärke. Junge. Was ist mit dir los, Roy? Spenden. Nach Farin, nach Rhodia. Farin Level 2, besser gespendet 5000. Wir haben 34.000 insgesamt. Next Level. Ich glaube, Fire müssen wir machen. Jetzt was mache ich mal. Wegen den göttlichen Kapiteln noch, oder? Weil die ja sonst nicht aufgeführt, also nehmen wir mal alles, die hier sind. Was? Also insgesamt 10.000. Ach du Scheiße. Dann halt 1.000 kriege ich nichts, war. Schade. Dann gehen wir mal in die Arena. Können wir ja noch viele schöne Dinge tun. Standard. Ja, Michael ist doch kurz davor, stimmt. Wobei ich nicht glaube, dass ich ihn auf Level 20 trainiere. Ich glaube, wir werden ihn jetzt relativ schnell entwickeln. Celine ist auch kurz vom Level Up. Statt Magie nimmt sie auf ein riesiges Schwert. Und Level Up. Ja gut, ein bisschen mehr Speed. Ja, versuche ich nochmal bei ihm. Weil, ich bin noch ein bisschen weit entfernt vom Level. Man kriegt mir die auch nicht viel mehr, oder? Oh, endlich mal. Level 12. Ah, Mann, wieso Magie? Du warst irgendwie ein bisschen Power, Junge. Also Emblem-Training. Ja, Curios wäre natürlich nicht schlecht, das stimmt. An Level 5 habe ich schon für gewisse Fähigkeiten. Mit Leafy auch, mit Roy genauso, mit Kaya auch. Tiki noch nicht, würde ich auch gerne selber irgendwie trainieren. Hier starkes Band. Aber es nur um 5 erhöhen. Es ist langsam ein bisschen teuer hier hinten. Dann sind die natürlich noch wesentlich günstiger. Komm. Alter, ich krieg schon 26, hat die.
ゆっくりお話ししたかったの。チキと同じ親友のお友達、とっても嬉しい。私も嬉しいです、チキ。これからよろしくお願いします。 Unbedingt, würde ich sagen. Unbedingt. Vielleicht Glück 2. Landkugel. Spezialwacht. Fähigkeitenerbe. Ja, vor allem das ist wichtig. Da kann ich so lange trainieren, wie ich eigentlich will, wenn wir ehrlich sind. Erst mit vielen ein bisschen weiter. Wie sieht es eigentlich hier aus? Ausweichen plus 20 und Mercurius. Ja, komm. Ich mach's mal. 遠慮はしないでください。僕はマルス。しまった。さすが強いんですね。Er ist schon ein bisschen übel, der gute Marv. 私はもっと強くならな。僕には仲間がいてくれたから戦えたんだよ。君も同じさ。絆が。 Gute Worte. Level 10 mit Marv. Mit Sigurd ist er eigentlich heuer Level 5. Eigentlich müssen wir mit allen immer ein bisschen machen, wa? Mache mit Axtfertigkeit, mit Roy. Relativ viele Bandfragmente. Oder Schmiederinge, wäre ja eine Option. Ich bin gerade echt so unentschlossen, was ich gerade machen soll. Mikaya zum Beispiel, sie auf den Ring. Yuna kann auf den Ring mit Mikaya. Mehr kann es mit ihr sowieso nicht machen. Also wäre jetzt die Frage, wär's doch vielleicht mal die Ringe durch. Er hat ja auch schnell Level 5 mit Roy. Er ist echt gerade. Da bin ich echt noch ein bisschen überfragt, was da am klügsten wäre. Die Ring kann man aufsuchen. Wäre natürlich auch nicht so verkehrt, zumal die Folge eigentlich schon wieder vorbei ist. Sogar das können wir noch machen. Nächsten Part nach Unterstützungsgespräche plus Arena. Arena sage ich schon noch, einfach ein bisschen einkaufen. Ist alles mal alten geblieben. Alles andere hat mich auch gewundert. Fähigkeiten erben. Nochmal kurz checken. 20%. Das ist eigentlich schon mal eine coole Fähigkeit, ich sage jetzt mal. Natürlich hat er jetzt nicht so viel FP noch, oder nicht mehr. Die anderen zum Teil ja auch nicht. Sehe ich eigentlich die FP? Warte mal, sehe ich die FP eigentlich in der Übersicht hier? Ich muss in der Lage sein, die FP kurz zu checken. Damit ich auch sagen kann, hier sehe ich die FP, ja. Wisst ihr was? Ich mach's mal so. Ich speichere nochmal ganz kurz. Also gleich irgendwie einen kompletten Fail mache. Und gebe unseren Charakteren mal die FP-Boosts. Ich würde sagen, Michael kriegt direkt mal einen Tausender. Noch ein 500er war. Jetzt hat er ja wesentlich mehr FP, okay. Bei den anderen muss ich kurz checken, wie es da so aussieht. Jetzt mal gesagt, auch sie kann noch ein paar mehr vertragen.
müssen natürlich ehrlich sein, ne? 100 ist im Prinzip nichts. Also natürlich nicht vom Spiel, das wir überhaupt machen können und so, sonst das einfach so ein DLC dazu gibt, aber ja, eigentlich, jetzt würde ich halt doch sagen, gehe ich schon auf Alfred. Dann kriegt er noch einen 500er. Die anderen Items hier, da warte ich mal noch. Ich habe schon gewisse Vorstellungen, wem ich was gebe, aber ist es noch zu früh. Um mal sicher zu sein. So, aber dann bis fast bei 1000. Sie werde ich wohl auch öfters einsetzen. Und ja, ich glaube, ich gebe auch langsam sicher mal einen besseren Ring. So, haben wir das jetzt alles gemacht? Podest. Fähigkeiten erben, Bandringe erstellen, Bandringe verschmelzen, Ringe polieren, Bündniswaffen. Oh je, oh je. Vor allem die Verstärken wird lustig, weil die Items habe ich immer noch nicht. Die müssen wir erstmal wieder farmen gehen. Da müssen wir nicht in diesen Prüfungsturm so gemacht werden, weil also diese Dinger, die oh la, liefert der Meißel-Axt-Experten mangels Lichtklingen, hat er so viel. Falchion, krass. Ja, müssen wir einfach machen. Es ist einfach so viel, was man machen kann. Und viele von diesen Dingen, wo ich denke, ja, zum normal Privatzocken cool, für den Let's Play eher uncool. Müssen wir mal gucken. So, aber den Rest machen wir in der nächsten Folge, Freunde, weil die Zeit wieder vorbei ist. Ich sage an der Stelle danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.